5 kilometers from Haifa, we can visit the Druze city, Daliat el-Carmel and Osfia, two villages that were united to be a city of the Druze. The Druze is a very important minority of 100,000 Israelis who are not Muslims, not Christians, not Jewish. They are Druze. Druze are in Israel, in Lebanon, in Syria, in some immigrants all over the world, but the major community is in Israel. It's very nice to see a minority which is so solid, with a big solidarity with the Jewish community, and even the food. I know that you like hummus and tahina and so on, so you can see the original food also in Daliat el-Carmel. 5 Kilometer südlich von Haifa liegt Daliat el-Carmel und der Ort Ostia. Das sind sind kleine Orte, in denen die Drusen leben. Die Drusen sind eine Minderheit in Israel, es sind ungefähr 100.000 israelische Bürger. Die sind nicht muslimisch, die sind nicht christlich, die sind nicht jüdisch, das sind eben Drusen. Es gibt Drusen in Israel, es gibt Drusen in Syrien und Drusen im Libanon, aber die Mehrheit der Drusen lebt eben in Israel. Und wir freuen uns immer zu sehen, wie eine Minderheit in unserem Staat lebt und mit einem sehr großen, loyalen Gefühl diesem Staat gegenüber existiert. Und dann gibt es natürlich das wunderbare drusische Essen, das Sie aber auch aus anderen Kontexten kennen, wie Hummus und Tahina. So, the next point will be Tel Aviv. I think that Tel Aviv is a city that I don't have to promote. I'm sure that you know. This is a typical Israeli modern city with cultural life, with social life, with entertainment, 24 hours active. You can go at 2 a.m. to after midnight in Tel Aviv streets, and you find open pubs and open places of entertainment. And of course, it's also in the seashore of the Middle East, of the Mediterranean. So I think I don't have to add any word to promote Tel Aviv as a tourist city. So, und dann kommen wir nach Tel Aviv, aber ich glaube nicht, dass ich viel tun muss, um Tel Aviv zu promoten. Es ist die modernste Stadt Israels. Es gibt alles, Social Life, Culture, also soziales Leben, kulturelles Leben, Unterhaltung bis 24 Stunden am Tag. Sie können um 2 Uhr morgens in den Pub gehen oder Musik hören. Und Sie haben natürlich die wunderbare Küste des Mittelmeers. The next point will be the area of Sapir. I'm sure that you get a lot from Ruti about Sapir. I don't relate only to the security aspect, but also to see a place, a very vital place, a very live place, with thousands of students, the biggest college in Israel, and an environment of kibbutzim, which is a very nice form of settlement to understand, and to see also Sderot, which is the city that suffer from the missiles, rockets from Gaza Strip. But as I say, to see this area not only from security point of view, but to see how people live and they have their routine after all dangers that we mentioned. So, dann fangen wir vielleicht zusammen ins Sapir College. Sie haben ja von Ruti darüber viel gehört. Aber Sie sollten sich die Gegend im Süden nicht nur angucken unter Sicherheitsaspekten. Das Sapir College ist das größte College in Israel, und das Zusammenleben der Studenten und das Leben in den das College umgebende Kibbutzim stellt sich schön dar. Es ist eine schöne Siedlungsform. Sie besuchen die Stadt Sderot, das ist eben die Stadt, die seit 7 Jahren unter Qassam-Beschuss liegt. Aber machen Sie nicht den Fehler, dass Sie sich nur unter sicherheitspolitischen Aspekten
angucken. Auch dort leben Menschen ihr ganz normales Leben.